Hallo zusammen, hier ist Anne. Schön, habt ihr auf meinen Kanal gefunden. Wir haben miteinander ein Junk Journal selber gemacht. Und das ist aber innen noch gähnende Leere herrscht da. Jetzt werden wir das gerne miteinander füllen und zu dem Zweck möchten wir doch miteinander noch einmal geschwind in mein Junk Journal hineinschauen, das ich schon fertiggestellt habe. Nur einen kurzen Blick reinwerfen. Ich mache nicht ein ganzes Flip-Through, das gibt es dann vielleicht ein anderes Mal. Ich möchte euch aber gerne 3 von meinen Lieblingsseiten zeigen. Und dann habe ich da noch Zettel rein von dem, was wir heute gerne machen wollen. Dann machen wir doch hier mal auf und schauen geschwind. Zum einen ist das eine meiner absoluten Lieblingsseiten. Das hier ist aus einem Brotsäckchen, ein Täschchen mit ein bisschen eingefärbter Gase und so einem ausgestanzten Dingsbums drauf, so ein Label. Drinnen da steckt ein kleines Bild, ein altes Bild von einem Schloss, und zwar vom Schloss Tourbillon bei Sitten im Wallis. Dazu ist noch die Beschreibung, die ich aus dem gleichen Buch rausgenommen habe. Und draufgeklebt ist es auf ein kaffeegefärbtes Papier, das ich noch ganz fein drauf gestempelt habe. Ich weiss nicht, ob man es sieht, das Müsterchen. Genau, das steckt da drin in diesem Täschchen. Und auf dieser Seite ist ein Foto aus einem alten Buch, das ich rundum schön geginkt habe. Und dann auf so einem Flip-Täschchen. Hier ist ein Täschchen. Da das so ein bisschen blöd ist, weil es gegen rein schaut, habe ich jetzt hier gar nicht reingesteckt. Könnte man aber kleinere Sachen sicher rein tun. Und auf der Seite sind einfach ein bisschen Dekoration, Kleberchen und solche Bildchen. Genau, das wäre die eine Seite. Die zweite Seite, die mir besonders gut gefällt, ist die hier. Das hier ist so ein Stanzteil, das ich auf meiner C6 ausgestanzt habe, mit wieder ein bisschen Gase. Mit dem gleichen Grün habe ich hier einfach so ein Rändchen drauf gestempelt mit so Blümchen. Ich finde es einfach herrlich von der Farbe, es passt einfach alles so gut zusammen. Und dazu passt auch gerade auf dieser Seite das ausgestanzte Sommervögelchen mit ein bisschen Gase und ein Täschchen aus so einem Brotbeutel. Wieder mit 2 Journal-Karten drin, wo hinten dran freier Schreibplatz ist. Und da könnte man natürlich jetzt auch irgendetwas schreiben. Dann die dritte Seite, die mir sehr gut gefällt, ist das hier. Zum einen ist das hier so ein Dreifach-Täschchen. Oh, es ist ganz abgerutscht. Die 2 selber gemachten Billette oder Labels oder was auch immer. Das ist ein Dreifach-Täschchen, einmal, zweimal, dreimal, und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut, weil es so schön hell ist, mit dem Goldrändchen, irgendwie passt einfach alles so wunderbar zusammen, und auch da mit Schablonen drauf gemacht ist so, ja, es ist so ein bisschen im gleichen Stil wie das. Es passt einfach alles irgendwie so gut zusammen. Die Farben harmonieren wunderbar. Genau. Dazu hat es hier so ein kleines Collage-Kärtchen, das rundum genäht ist. Zum einen. Zum zweiten ist hier aus einem Masterboard hat es hier ein kleines Buchzeichen gegeben. Und dann eben, wie gesagt, die 2 selber gemachten Billette. So, und auf dieser Seite haben wir hier ein Bellyband, das ich aber hier und hier auch noch reingeleimt habe.
damit wir gerade 3 Täschchen haben für die kleinen Tags, die so aus Scrapbook-Papier und hinten drauf gestempelt mit einem kleinen Zettel, das ich so herzig finde. Passt hier gerade wunderbar rein. So, das finde ich auch eine ganz tolle Seite. Ja, das sind jetzt eher so ein bisschen längere Projekte vielleicht. Also ja, mein Gott, länger. Schon nicht, aber wir fangen jetzt mit etwas Einfacherem an. Und zwar mit so etwas. Einfach so ein Dreiecktäschchen. Da haben wir das einmal. Da haben wir ein zweites. Im genau gleichen Stil. Nur einfach eine kleine Collage aus gerissenem Papier. Da sind es tatsächlich nur 3 Zettel. Und da hinten haben wir noch eins im gleichen Stil. Also, ein bisschen Scrapbook-Papier, Notenpapier, Buchseiten und ein Bild aus einem Buch. Überall hat es einen gewissen Focal Point, also irgendeinen Blickfang. Da ist es der Hirsch, da ist es der Vogel und da ist es die Blume. Genau. Da kann man eine Karte reinstecken oder was dann auch immer man dann alles so hat. Und so etwas möchten wir gerne machen. Das ist wirklich extremst einfach. Und passt doch gerade so zum Anfangen. Für das müssten wir schauen, wie gross ist unser Blatt. Ah ja, und genau, das ist so ein kleiner Trick, den ich von der Paper Outpost abgeschaut habe, dass es einfach, wenn ich so etwas mache, jetzt so ein Dreiecktäschchen, mache ich es für jede Signatur einmal. Und das tue ich dann nicht immer schön der Reihe noch reinkleben, natürlich, sondern einfach, ja, hier in dieser Signatur tue ich es vielleicht hier her, in dieser Signatur tue ich es irgendwo da hinten her. Und so verteilt sich dann das wunderbar. Genau, und es ist nicht alles die gleichen Sachen auf einem Haufen. Und man meint dann nicht, ja, es ist ja immer, kommt immer das Gleiche in der gleichen Reihenfolge. Genau. Und ich werde jetzt aber das wirklich gerade hier als allererstes hier eins hermachen und dann machen wir als zweites, wo wir dann irgendwo in die zweite Signatur hinten drin verstecken. So, fertig geschnurrt, ab, go basteln. Ich denke mal, ich fange gerade an mit ein bisschen Mozart. Und zwar, ja, eben genau, so. So reiße ich mir da mal ein Dreieck raus. Das passt doch gerade prima. Und fürs Zweite habe ich da so ein wunderbares 100-jähriges Papier. Das ist irgendwie so ein Mädchen Handarbeitsunterricht Büchlein raus. Ja, ich glaube, woher müssen wir da? Ein bisschen runter. Oh, so nicht. So nicht. Aber so. Da können wir noch so ein bisschen eine Ecke machen. Ah ja. Ja, ich glaube, das kommt gut. So. Das inken wir doch jetzt gerade mal zuerst einmal ein bisschen rundherum. Wieder mit meiner Distress Vintage Foto. Immer wenn ich es hier aufhebe, es hat mega lang, bis es den Autofokus verwünscht hat. Wenn überhaupt. Irgendwo da ist es scharf, ich weiß es nicht. Ja, muss es länger, wenn ich es sage. So. Genau, ich habe mir hier ein paar verschiedene Sachen, wie ihr seht, auf der Seite schon mal ein bisschen parat gemacht und rausgesucht, was ich gerne brauchen möchte.
hier habe ich noch so, wie sagt man dem? Nicht gestanztes Papier. Auf der C6 habe ich das geprägt, genau, mit so Prägeschablonen. Das sieht natürlich auch immer extrem interessant aus, wenn man so etwas hat, was so ein bisschen noch eine Struktur drin gibt. Von dem könnten wir ein bisschen etwas nehmen. Oh. Einmal schön rundherum. So, und ja komm, gang du mal ein bisschen weg, du nervst mich da. Und dich brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Die haben wir nur schnell gebraucht, um die Grösse nachzuschauen. Da kommt dann erst wieder zum Einsatz, wenn wir es da reinkleben. Genau. Eieiei. Habe ich schon wieder das Gefühl, ist das trocken? Geht das so schnell, dass das austrocknet, immer die Stempel. Die Stempelfarbe. Oh ja, das ist viel besser. Es geht nämlich auch viel schneller. Jetzt habe ich da so ein bisschen geschmiert, aber das macht gar nichts, weil hey, es gibt eine Collage. Man kann es einfach überkleben, wenn es uns nicht gefällt. Und vielleicht gefällt es uns ja. Wer weiß. Gut, also wie gesagt, dann nehmen wir jetzt hier irgend so etwas Prägtes, aber wir brauchen etwas mit ein bisschen Kontrast. Weiss gefällt mir nicht. Da, schau mal, das ist ein herzig. Das könnten wir hier auf dieser Seite nehmen. So, dann machen wir hier gerade auch wieder so ein Dreieck. Das reißt sich extrem schlecht. Das hat dafür doch ein kleines Eigenleben. Weil das ganz dünnes Papier ist oder so ganz auch altes Papier. Und wenn man das stanzt, dann je nachdem, siehst du, da reißt es einfach gerade. Es stanzt fast wie schon ganz durch. So. Einmal so. Ich glaube, ich tue zuerst mal ein bisschen herlegen. Und wie wäre es mit dem? Ja, ich glaube, von dem könnten wir auch nehmen fürs andere. So. Müssen wir gut aufpassen beim Inken. Oh, jetzt sieht man das hier fast nicht mehr. Das ist ein bisschen zu gross, für das dunkelt es mehr. Vielleicht müssen wir da gar nicht so eine Ecke machen, vielleicht können wir es einfach so. Finde ich immer noch schön, wenn das da auch noch drauf bleibt. Dann habe ich hier noch ein bisschen Müsterli-Papier. Da könnten wir vielleicht also einen Streifen nehmen für hier. Das würde jetzt mir noch gefallen. So, wenn das hier gerade ist, machen wir jetzt das in dem Fall nichts. Und ich tue das drunter. So, und da zur Blume hat mir jetzt noch gefallen, so eine rote da, die. Aber ja, vielleicht auch hier den Text, ein bisschen Text und ein bisschen so. Mal schauen. Mal schauen. Schau jetzt. Könnten wir sogar mit den Blumen nehmen oder auch mit einem Teil der Blumen. Und dann reisse ich da unten noch den Rand ein bisschen. Bleibt da. So, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Ja, genau. Das gefällt mir. Da. So, und dann möchten wir da auch noch so einen Focal Point, irgendein ein Blümchen oder irgendwas aus dem gleichen Buch wie das andere drin. Oh, das Herzchen. Das
Ist das überhaupt ein Herzchen oder ist das einfach so ein Blumenkranz? Keine Ahnung. So. Für mich sieht das ein bisschen aus wie ein Herzchen. Ist ein bisschen gross, gell? Ich glaube, da muss gar nicht alles drauf sein. Das dürfen wir ein bisschen abreißen. Oh ja. Oh ja, das gefällt mir jetzt gerade. Und für das andere, da nehmen wir vielleicht da irgendetwas Kleineres. Irgendein bisschen, oder, hey, schau jetzt. Oh, ha, ja, warte, so, oh ja, ja, das finde ich gut, ich finde das gut. Die Frage ist jetzt, vielleicht nehme ich gescheiter das andere braun. Es ist ein bisschen dunkler. Das Walnut-Stein. Das ist nicht das. Das hier. Das ist ein kleines dunkleres Braun. Ich habe fast das Gefühl, das geht dann ein bisschen besser. Das. Die Deckel. Kann ich mal fast nicht auftun. Probieren wir. Einfach probieren. So, das nochmal auf die Seite. In der Hoffnung, ich bringe es nachher wieder gleich her. Ja, ich weiss nicht, ob ihr den Unterschied gut seht, so in der Kamera. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen dunkler. Es macht schon ein bisschen etwas aus. Genau. Ja, so kann man natürlich alle Arten von Täschchen machen. Gell? Muss jetzt nicht unbedingt ein Eckentäschchen sein. Ich habe jetzt auch 2 Eckentäschchen gemacht, die in die gleiche Richtung schauen. Das müsste natürlich auch nicht sein. Ich hätte natürlich auch eins noch machen auf der anderen Seite. Oder eins von oben. Halt, nicht so. So. Und dann zuerst das. Eins, wo man oben etwas so reinstecken kann. Aber jetzt haben wir halt 2 Sättige, das macht auch nichts. Vielleicht machen wir das ja ein anderes Mal noch. Andere Täschchen. So, was auch immer hübsch aussieht, wenn man so geprägte Sachen hat, wenn man ganz, ganz fein da noch ein bisschen drüber reingeht, das hebt es dann fast noch ein bisschen mehr hervor, die Prägung. Was man machen kann, ist gerade direkt auf die Schablone drauf Stempelfarbe geben und das nachher dann so prägen und dann ist das Prägte nachher dann schon gestempelt. Das sieht nachher cool aus. Wie habe ich es jetzt gehabt? So einfach. Habe ich es so gehabt? Ja, ich glaube schon. Irgendwie so. So, und jetzt hier auch probiere ich das. Hier gehe ich hier auch noch einmal rundherum mit der dunkleren Farbe. Muss man schnell. Und das nochmal ein bisschen kaschieren. Oder schlimmer machen. Oder was auch immer. Egal. Ja. Zuerst war, glaube ich, das. Ach, das Blümchen da, wo da so reingüchselt, das finde ich ja extrem herzig. So.
Ja, ja, genau. Siehst du, das kommt da gerade da drüber rein. Das ist schon gut so. So, und da, oh, der ist wirklich ein bisschen schwierig zum Inken. So, gell? Und wenn ihr euch gefragt habt, warum ich da immer braune Finger habe, jetzt wisst ihr es. Das ist einfach so. Vor allem da bei diesem Papier, wo jetzt gerade so komplett zerfledern würde, wenn man es einfach lassen würde. Dann, ja. Das ist einfach ein bisschen weit unten. Ich hatte es ein bisschen weiter oben gehabt. Und das, wie habe ich jetzt das gehabt? Ich habe es vergessen. Nein, so. So, das. Ah ja, eben genau, dass man da die Buchstaben noch sieht. Und so. Aha. Fort mit dem Zeug. Dann wird das jetzt geleimt. Ja. Ja, ich nehme jetzt einfach mal wieder einen den Tackle gerade, weil er einfach gerade so da umeinander fliegt bei mir. Ja. Das wäre jetzt etwas, was man sehr gut könnte einfach mit Leimstift machen. Das würde vielleicht sogar noch ein bisschen besser rauskommen. Wer weiß. Ach was. Da tut man ja auch nicht dran rumknübeln, schlussendlich an diesen einzelnen Dingern. Und das hier mit Leimstift leimen, das kann man in dem Fall sowieso gerade vergessen, wenn das sowieso schon so zerfledert. Ja, den habe ich also auch schon gehabt. Da fahre ich jetzt gerade besser, wenn ich das Teilchen da mit dem mal mache. So. Und das da noch. Haben wir so gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt haben wir sie so. Voilà! Oh, das ist schön. Alles, was ich hinten, ich will das da vorne, oder? Ja, ich glaube, ich will das hinten. Das soll unsere erste Seite sein. Da auch wieder super vorsichtig mit dem Leim. Ich habe ihn wieder verkehrt hergestellt, wie immer. Ja. So ist das. Was mich würde mega wundern, ist, ob ihr auch gerade am Mitbasteln sind. Ah nein, schau jetzt eigentlich zuerst welches andere. Weil ich fände das cool. Das würde ja wirklich mega Spass machen, wenn wir das gerade so miteinander machen könnten. Und dann könntet ihr mir nämlich schreiben, was ihr gerade so am machen sind, wo ihr vielleicht eure Schwierigkeiten habt. Oder ob ihr auch so doof sind und immer den Leim umkehren. Damit ihr 100 Mal schütteln müsst, bis er wieder rauskommt. Oder was ihr findet, was ich komplett für einen Kabis mache, weil ihr doch viel eine bessere Idee habt. Und das auf viel einfachere Art und Weise könnt. Das würde mich alles mega interessieren. Ich bin nämlich eine Gewundernase und ja, ich freue mich einfach mega, wenn wir das miteinander machen können. Und darum, ja, sagt mir doch einfach. Vielleicht habt ihr auch Ideen, vielleicht habt ihr auch in meinem anderen Journal beim Kurzdurchblättern irgendetwas gesehen, das euch gerade mega fest gefällt. Wo ihr sagt, hey, mach das unbedingt in diesem Journal auch. Das ist etwas, das unbedingt da rein muss. Oder ich will das sehen, wie du das machst. Und dann können wir ja das schauen, dass wir das miteinander machen können. So. Ihr dürft mich selbstverständlich auch einfach immer alles fragen.
Ich kann euch natürlich einfach nicht garantieren, dass ich eine schlaue Antwort darauf weiss. Je nachdem, was ihr mich fragt. Ja, ich probiere mein Bestes. Mit bestem Wissen und Gewissen euch eure Fragen zu beantworten. Oder eben, dann frage ich euch irgendetwas und dann dürft ihr mir selbstverständlich sagen, was ihr davon haltet oder so. So, jetzt, wo machen wir das hier noch rein? Eher auf eine dunklere Seite oder auf eine hellere? Ich glaube, auf eine hellere würde es besser passen. Und ich glaube, ich tue es gerade hier drin. So, ja. So, was man jetzt natürlich auch noch könnte, ist da noch irgendwie ein bisschen Bling Bling drauf machen, mit so Glitzer, Glue oder mit irgendwelche so Steinchen noch draufkleben. Aber, ich glaube, in dem Fall braucht es das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist so zufrieden mit sich selber, dass man das wirklich gar nicht braucht. So, genau. Ja, und dann kann man dann da irgendwas in die Täschchen reinstecken. Jetzt haben wir natürlich noch nichts. Aber hey, irgendwann werden wir dann genau so solche Kärtchen machen miteinander. Die dann da reinkommen. Oder eben, wie gesagt, ich habe so viele Ideen und ich habe so viele schöne Sachen gesehen und schon selber gemacht. Ich bin ganz aufgeregt und ich freue mich mega. Und ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei gewesen seid, um unsere 2 wunderbaren, schönen Eckentäschchen zu gestalten. Und ja, schön, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss!